Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte Heidi. Die Geschichte hat Johanna Spiri geschrieben. Die Katja Alves hat den Text gekürzt und die Bilder hat die Maja Dusikova gezeichnet. Vom freundlichen Dorf Meienfeld geht der Weg vorbei an Wiesen und Bäumen bis hoch rauf in die Berge. An einem schönen, warmen Junimorgen geht eine junge Frau den steilen Weg zur Alp drauf. An der Hand ein kleines Mädchen, das übermütig gumpet. Das Kind heisst Heidi. An der Heidi, ihre Eltern sind vor langer Zeit gestorben. Darum wohnt sie bei ihrer Tante dort. Doch jetzt hat die Tante dort eine neue Stelle in Frankfurt gefunden und kann darum nicht mehr aufs Heidi schauen. Darum will sie das Heidi zu ihrem Grossvater, dem Alpöhi, bringen. Er soll von jetzt an auf sein Grosskind schauen. «Wie kannst du nur so etwas machen?» sagen die Leute im Dorf. «Das arme Kind!» Alle haben Angst vor einem brummeligen alten Mann, der ganz allein dort auf der Alp oben wohnt. Wo Tante dort gegangen ist, sitzt der Grossvater auf der Bank und raucht Pfeife. Er hat 2 Geissen. Die eine heisst Schwänli und die andere Bärli. Das Heidi trinkt warme Geissenmilch. «Hast du sie gern?» fragt der Grossvater. «Ich habe noch nie so feine Milch gehabt», sagt das Heidi. Das Heidi schläft auf dem Heuboden in einem Bett aus Heu. Unter dem Giebel hat es ein rundes Loch. Durch das Loch kann man bis ins Tal hinabschauen. «Da ist es so schön», freut sich das Heidi. Am nächsten Morgen ist Heidi schon früh auf den Beinen. Vor der Hütte steht der Geissenpeter mit seinen Geissen. Der Grossvater holt das Schwänli und das Bärli aus dem Stall. «Willst du auch mit auf die Weide?» fragt das Heidi. Natürlich will sie das. Das Heidi sammelt den ganzen Nachmittag Blümli. Die sind für den Grossvater. Doch am Abend, wo sie ihm die Blümli geben will, sind alle verwelkt. «Die Blümli wollen draussen an der Sonne sein und nicht in deiner Scheibe», sagt der Grossvater. «Von jetzt an tue ich nie mehr Blümli auszehren», sagt das Heidi. Bald ist der Sommer vorbei. Es wird Herbst und auf der Alp oben fängt es an schneien. Am Morgen holt der Grossvater den Schlitten führen. Die Grossmutter von Peter wartet unten im Tal schon lange auf Besuch. Sie ist blind und kann darum nicht sehen, wie schön die Berge sind. Doch das Heidi beschreibt der Grossmutter alles, was sie sieht und erzählt ihr von der Alp und was sie dort oben erlebt hat. Von dem Tag an plangt die Grossmutter, bis Heidi wieder auf Besuch kommt. Beim nächsten Mal flickt der Grossvater die lottrigen Feisterläden, die die Nacht immer so gegen die Hauswand tätschen. Endlich kann die Grossmutter wieder tief und fest schlafen. Der Winter vergeht und es wird wieder Sommer. Im Frühling kommt Tante Dete zu Besuch auf die Alp. Sie erzählt, dass sie in Frankfurt eine reiche Familie, die Sesemanns, kennengelernt hat. Dort will Heidi mit auf Frankfurt nehmen. Der Grossvater ist gar nicht einverstanden und wird richtig hässig. «Sag Tante Dete, wenn ich zu Frankfurt bin, kann ich dann am Abend wieder heim?» will Heidi wissen. «Du kannst jederzeit wieder heim», verspricht Dete. «Aber jetzt müssen wir gehen.» Im Dorf unten hören die Grossmutter rufen. «Was kann ich für die Grossmutter aus Frankfurt heimnehmen?» fragt Heidi. «Schöne, weiche Bürli», sagt Dete. «Schwarzbrot ist viel zu hart für sie.» Das macht Heidi glücklich. Noch heute will sie der Grossmutter weiche Bürli holen.
In Frankfurt lernt Heidi die Clara kennen. Die Clara ist am Herrn Sesemann seine Tochter. Die Arme kann nicht laufen und muss darum den ganzen Tag in einem Rollstuhl sitzen. Wenn der Herr Sesemann auf Geschäftsreise ist, passt das strenge Fräulein Rottenmeier auf die Kinder auf. Sie versteht überhaupt keinen Spass und sagt zu der Heidi Adelheid. Zum Glück ist der Diener Sebastian nett. Er serviert weiche Bürli zu der Suppe. Das Heidi packt ihres geschwind ein für die Grossmutter. Wo das Heidi am Morgen aufwacht, ist ihr alles fremd. Von ihrem Zimmerfenster aus sieht sie nur graue Mauern und Fenster. Das Heidi sehnt sich nach dem Tannenrauschen. Aber da entdeckt das Heidi weit weg einen hohen Kirchenturm. Vor lauter Heimweh läuft das Heidi zum Kirchenturm. Vielleicht kann man ja von dort die Berge sehen. Zusammen mit dem Turmwächter steigt sie bis zuoberst auf den Turm. Aber auch von dort oben sieht Heidi keine Berge, nur ein Meer aus Dächern. Das Heidi ist traurig. Zum Trost schenkt ihr der Turmwächter ein paar kleine Kätzchen. Wie? Was? Katzen? schimpft das Fräulein Rottenmeier, was Heidi wieder daheim ist. Schafft diese scheußlichen Tiere fort! Zum Glück findet Heidi und die Clara einen Verbündeten, den Sebastian. Er hilft den beiden Mädchen, die Kätzchen auf dem Estrich zu verstecken. Am nächsten Morgen schimpft das Fräulein Rottenmeier schon wieder. Zu allem Überfluss hat sie nicht nur die Kätzchen gefunden, nein, sie hat auch die Bürli im Kleiderschrank gefunden, was Heidi für die Grossmutter dort versteckt hat. Im letzten Moment kann der Sebastian nur an der Heidi ihres Strohhütchen retten. Sonst hat das Fräulein Rottenmeier das sicher auch noch fortgerührt. Wo der Herr Sesemann von seiner Geschäftsreise heimkommt, verlangt das Fräulein Rottenmeier, dass das schlecht erzogene Mädchen wieder zurück in die Berge soll. Aber die Clara will auf keinen Fall, dass Heidi weggeht. Noch nie hat sie es so lustig gehabt wie mit ihrer neuen Freundin. Weil der Herr Sesemann wieder weg muss, kommt an der Clara ihre Grossmutter zu Besuch. Sie ist nicht so streng wie das Fräulein Rottenmeier. Das Heidi darf sogar Grossmutter zu ihr sagen. Die Grossmutter hat ein Buch mit schönen Bildern mitgebracht. Jetzt lernt das Heidi gerne lesen. Und das schöne Buch darf sie sogar behalten. Doch leider kommt schon gleich der Tag, wo die Grossmutter Sesemann schon wieder gehen muss. Der Herbst und der Winter gehen vorbei. Das Heidi hat immer mehr Heimweh nach den Bergen. Und dann passieren plötzlich gespässige Sachen bei Sesemanns. Jeden Morgen ist die Haustür sperrangelweit offen, obwohl sie am Abend vorher verriegelt worden ist. Das Fräulein Rottenmeier ist ganz sicher, dass es im Haus Gespenster gibt. Aus Angst, dass der Clara etwas passiert, kommt der Herr Sesemann zurück. Zusammen mit seinem Freund, dem Doktor, bleibt er die ganze Nacht wach. Genau am 12 Uhr hören sie etwas. Die beiden Männer schleichen auf den Gang. Eine Tür steht weit offen. Im Mondlicht sehen sie eine weisse Gestalt. Sie steht ganz still dort. Es ist das Heidi. Der Doktor findet schnell heraus, was am Heidi fehlt. Die dicke Krotte im Hals, die sie nicht abschlucken kann, heisst Heimweh. Da hilft nur eins: das Heidi muss zurück in die Berge. Die Clara hilft der Heidi beim Packen und gibt ihr einen Haufen schöne Sachen mit. Aber der Heidi ist nur etwas wichtig. Sie will weiche Bürli für die Grossmutter heimbringen. «Grossvater! Grossvater!» ruft Heidi glücklich. Und auch der Grossvater ist froh, dass Heidi wieder da ist. In dieser Nacht kann Heidi wieder gut pfusen.
Sie hört, wie von aussen die Tannen rauschen. Sie ist wieder daheim auf der Alp. Die Clara kommt am nächsten Sommer auf Besuch. Das Heidi freut sich fest. Nur der Peter hat gar keine Freude. Er ist eifersüchtig auf Clara. Seit sie da ist, hat er das Heidi nicht mehr für sich allein. In seiner Wut rührt er an der Clara ihren Rollstuhl das Tal ab. Zuerst gibt es ein riesiges Donnerwetter. Jetzt muss Clara selber laufen. Das Heidi hilft ihr dabei. Es geht jeden Tag ein bisschen besser. Und schon gleich ist Clara wieder ganz gesund. Das ist die gekürzte Fassung vom Heidi. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr an der Originalversion auf Schweizerdeutsch interessiert wäret. Bis gleich wieder. Tschüss!